Arsch-Aufgerissen im Fernsehen darf man nicht sagen, aber war schon ein starker Tag, oder? Heute war's gut, ja? Heute war's gut, aber... Nein, es war richtig gut. Ich glaube, es war der ist stärkste Tag. Oder? Nein, aber ich denke, es war heute der stärkste Tag die Saison. Ja. Ja, das war er definitiv. Ein Schmetterling auf der Hand gehabt. Ja, super. Ja, die ist auch entspannt. Die ist auch noch entspannt. Ja. So schlimm kann es nicht gewesen sein. Ja. Ich habe das Gefühl, es ist wahnsinnig schnell vergangen. Also das war wirklich eine der schnellsten Saisonen überhaupt. Die Reindls, ja, die sind von der Post in Hinterriss. Ein sehr nettes Ehepaar. Sind mittlerweile wirklich ganz nette Freunde geworden. Und da schaue ich jetzt vorbei. Genau, und dann gehen wir miteinander auf die Falkenhütte. Halt. Genau, dann schauen wir noch kurz bei der Mautstelle vorbei. Ist auch ein wichtiger Punkt für uns, weil die sammeln uns die Post ein. Ah. Genau. Ja. Und dann geht es nach zu Falkenhütten. Ja. Zum Mittagsservice. Ja. Und ihr habt eine besondere Verbindung zueinander, hast du gesagt, gell? Ja, das sind, also wie wir hier angefangen haben auf der Falkenhütten, waren sie beide eigentlich die einzigen und die uns geholfen haben hier, mit deinen Eltern noch. Weil wir haben keine Ahnung gehabt, also wir wussten nicht, wie wird der Müll abgeholt. Organisatorische Sachen einfach. Alles. Was für uns selbstverständlich sein, wenn man einfach die Routine dazu Genau. hat und du, wenn du neu kommst, du kommst da ins kalte Wasser, du weißt ja nicht, wo du da anfangen Ganz genau. kannst. Ja. Das sind Kleinigkeiten, das fängt mit dem Altfett an, hört mit Müllabfuhr auf, Ganz genau. Biomüll. Ja, alles. Das ist Früher habt ihr die alten Hüttenwirtsleute auch ja, mit denen haben wir auch sehr gut zusammengearbeitet davor, Ja. im Vorhinein. Das hat eigentlich gut funktioniert auch. Ja. Weil die Claudia hat uns einmal gesagt, so Nachbarschaft, das gehört schon zusammen da herin. Das gehört zusammen. Wir sind ein kleines Tal mit gute, im Winter mit weniger Einwohnern, im Sommer haben wir ein bisschen mehr Einwohner. Und wenn da nicht untereinander mit zusammenhilfst, nachher ist das einfach. Nein, das Geht hilft nicht. aber eigentlich jeder zusammen. Der Zusammenhalt gehört einfach dazu. Ja, schon. Genau. Anlieferungen nehmen uns an, egal ob es jetzt von der Brauerei ist oder sonstiges. Wir dürfen immer alles zum Florian herbringen. Dann, wie gesagt, schon mit der Straße, wenn die Furt nicht kriegt, weil du darfst gar nicht mehr raufkommen. Also keine Chance. Das fängt jetzt gerade mit der Lieferung an, wenn du sagst, da kommt der LKW, das sind Ganz alles genau. Autobahnlastwagen, die können keinen Meter Schotter wegfahren, wenn der kommt, dann muss das irgendwo zwischenlagern können. Ganz genau. Nachher sind wir da einfach auf der Aber ich muss jetzt dazu sagen, es beruht sich auf Gegenseitigkeit, weil die Claudia und der Bertel haben uns ja heuer auch schon den sehr geholfen, weil durch den Umbau haben wir die Kühlzellen abbauen müssen und oft haben wir von heute auf morgen keine Kühlzelle gehabt. Dann haben wir die zwei angerufen und die haben uns sofort am nächsten Tag gleich Kühlschränke und alles gebracht, dass wir da den Monat überbrückt. Also das muss man auch sagen, das war eine Spitze. Nicht? Das war Also, eine Kleinigkeit. ja, aber trotzdem. Und Nicht? so hilft man halt untereinander einfach zusammen, wo man es braucht. Claudia, jetzt sind wir an der Mautstation. Genau. Und guten Morgen, Matthias. Guten Morgen. Die Mautstation hier, die sind so nett und heben uns über die Post auf. Pakete und alles, was anfällt. Ja, Genau. bin Ihnen sehr dankbar. Bist du der Ersatzmann für den Postler? Ja, genau. Und warst du auf der Falkenhütte? Natürlich, öfters schon. Ernsthaft? Ja, natürlich. Mit dem Radl oder zu Fuß? Auch zu Fuß, mit dem Rad, mit dem Auto auch schon. Jetzt geht's auf zur Falkenhütte. Genau, weil ich denke, dass heute ziemlich viel los sein wird. Also ich hoffe es. Ja. Danke, schöner Tag noch. Ebenfalls. So, Emilia, jetzt haben wir dich zum Schluss auch noch aufgepickt. Ja. Du gehst halt mit drauf. Ja, ein bisschen abartig oben. Ja. Heute ist viel los wahrscheinlich. Ja, oder? abartig. Ich bin hierher gefahren, jetzt abartig viel los. Also Ja. echt richtig viel Leute unterwegs. Ja. Und das haben wir ja in der dritten Folge oder vierten Folge schon gesehen, du hilfst auch immer dazu. Also du hast jetzt Wochenende und Ja. hilft nichts, oder? Mache ich gern, ja. Ja. Und du hast gesagt, die Mama, du orderst mit dem Orderman und die Mama muss nachtragen, stimmt Ja. das? Ja. Das ist die perfekte Kombi. Warum? Die Leute reden sehr gerne und das geht dann eigentlich ganz gut, wenn die Mama dann trägt, weil sonst kommt die Mama nicht weiter, weil die alle mit der Mama reden. Ne? Alle wollen mit der Hütten mit denen Ja. reden. Ja, ja, das ist total nett. Ja, es ist richtig Und das nett. macht man ja auch gerne. Ja. Das Problem ist nur, wenn du dann mit dem Orderman da stehst und das Ratschen anfängst, Ja. die da hinten wollen auch alle was zu trinken.
und ich komme nicht weiter. Ja. Darum macht das die Emilia und ich kann stehen bleiben. Achso, Ja. genau. Genau. Ja, dann kommt's gut auf. Ja. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Und wie ist gegangen jetzt heute? Gut, heiß war's. Aber Traumtag heute. Ein Traum. Ja. Also einfach nur Wahnsinn. Ja. Landschaftlich hat sich jetzt voll schon ein bisschen Richtung Herbst gewandelt, oder? Ja, schön, gell? Ja. Es fängt alles so an, so ein bisschen braun und gelb werden. Ja. Einfach nur schön. Ja. Ja. Das heißt, ihr schielt schon auch immer mit einem Auge jetzt am Ende der Saison aufs Wetter. Ja, definitiv. Weil hier kann es sehr, sehr schnell gehen, so wie letztes Jahr. Da ist über Nacht fast 1,5 Meter Schnee kommen. Und wir sind halt tatsächlich, kann man ja noch mal zeigen dann vielleicht, vom Personalhaus zum Haupthaus nicht mehr durchgekommen. Also die sind wirklich bis zu über der Hüfte im Schnee gestanden. Auf der Lamsenhütte ist halt auch nochmal richtig was los. Ja, oder? genau. Da hat es halt auch noch der Almabtrieb von der Binzalm. Und ich denke, da wird es ziemlich zugehen. Ja. Da werden die geschmückten Kühe werden praktisch über den Sattel, Binzsattel und dann den Steig rüber zur Lamsenjochhütte geschickt. Und dann machen die da drüben einen Rast. Und Okay. dann werden sie ins Inntal runtergetrieben. Wir kommen heute von der Engalm, sind da über die Binsalm, Lamsenjoch und jetzt sind wir da der Lamsen. Ungefähr 2,5 Stunden sind wir gegangen. Nein, man muss schon schauen, dass man weiterkommt. Ja. Man muss sich ja nicht stressen, die Viecher, aber man muss schon schauen, dass irgendwas weitergeht. Ja. Und an der Lampe macht es eure Pause. Ja, da haben wir ein Mittagessen, das ist schon so Tradition. Ja. Und dann gehen wir weiter, Stallnalm, und bis an die Weng. Und da werden wir übernachten und morgen geht es weiter. Wir gehen auf 2 Tage, ja, weil so ein Tag ist einfach zu weit für die Viecher. Und wie lange waren ihr jetzt auf der Alm? Sicher? Seit 2. Juni war es heuer, Ja. ungefähr 4 Monate sind wir da. Ja, es war ein nasser Sommer, aber ein guter Sommer. Ja. Seid ihr zufrieden? Ja. Wir schauen jetzt zur Hütten hoch und dann, wenn wir noch Zeit haben, stelle ich euch das Team als erstes vor. Und dann geht es schon direkt los in Service, denke ich. Weil jetzt ist schon kurz nach 11 und ich denke, dass heute so wird. Ihr habt auf dem Weg rauf schon ein Gefühl dafür, wie viele Leute dann kommen werden, wie viel los Ich denke, ist. heute wird es ganz voll werden. Ja. So, heute ist Samstag. Ja. Ich denke, es wird heute richtig rund gehen. Jetzt darf ich euch gerne schnell unser Team vorstellen vom heutigen Samstag. Annelies, unsere Hilfe überall. Die sorgt dafür, dass die Zimmer schön gemacht sind, dass draußen im Service unterstützt wird, dass Leute abgeholt werden im Tal. Ja. Die Frau für alles. Ja, jetzt haben wir schon richtig geschickt, dass ich fertig wäre. Jetzt habe ich es noch drüben schon gleich und eben, ich schaue wie immer, ob es schon brennt, ob ich schon helfen muss. Ja, ich Gabriel. Hallo. Gabriel, unser Mann für die Sauberkeit. Ja, dann unser Küchenchef, Xavi. Hallo. Den kennen wir schon. Den kennt ihr schon. Genau. Und sein Beikoch, Gabriel. Genau. Xavi, Stress? Ja, jetzt geht noch, aber jetzt starten wir mal. Ganz gutes Wetter? Also, wir rechnen mit 500 Essen heute. Also, müssen wir ein bisschen Gas geben.
die und Daniel sind einfach unser Dreamteam, muss man jetzt wirklich sagen. Die sind dabei schon seit 3 Jahren. 2 ungefähr. 3 Jahre, Ja. ja, fast 4 schon, auch in der Enzianhütte. Und der Daniel macht hier auch den Servicechef und auch in der Enzianhütte und teilt praktisch das Personal ein, managt alles. Und die beiden an so einem Tag wie heute schaffen es eigentlich auch zu zweit mit Orderman. Ja. Gut, jetzt war heute die Emilia noch dabei, die euch unterstützt hat. Ja. Aber die beiden, die managen Unglaubliches. Kann man sich gar nicht vorstellen. Ich habe das Gefühl, es ist wahnsinnig schnell vergangen. Also das war wirklich eine der schnellsten Saisonen überhaupt. So empfinde ich jetzt zumindest. Wie geht's dir? Ja, es ist schon schnell vergangen jetzt die Zeit. Ja gut, es war ja aufregend wieder. Neue Hütte, es sind immer neue Herausforderungen, die auf einen zukommen und die haben wir eigentlich gemeistert, oder? Ja. So. Es ist halt viel. Ja, das ist halt neue Hütte, neuer Weg. Man lässt halt da ein paar Federn, sage ich mal so. Also es ist viel kaputt gegangen, viel haben wir zerstört. Ja, Hänger zum Beispiel. Ja, Hänger. Ich glaube, der Putzmaschine. Bo hat gestern schon wieder einen Reifen gewechselt. Eine Herausforderung, eine neue Überraschung. Eigentlich ist kein Job, dass du sagst, es läuft jetzt zu 100% alles perfekt. Es ist immer irgendwas, wenn es Kleinigkeiten sind. Ja. Aber es ist schon immer irgendwas, ja. Ja, es ist halt so, weil wenn man jetzt sagt, er will Hüttenwirt werden, einer und sagt, jede Hütte ist ganz speziell. Das muss man echt sich vor Augen halten. Also hier ist jetzt der Weg sehr schwierig, sage ich mal so. Die Falkenhütte hat andere Voraussetzungen, die hat eher, sage ich mal, die Masse an Leuten, Die zu bewältigen ist, ja. die zu bewältigen ist. Hier ist auch viel Betrieb, aber nicht so viel wie auf der Falkenhütte. Und das sind halt alles so Herausforderungen, die stellen sich im Laufe des Betriebes halt ein und wo man sich halt darauf einstellen muss. Ich finde die Lamsenjoch-Hütte sehr gemütlich, urig. Ich bin wahnsinnig gern da. Das Team ist gut, es läuft. Aber es hat schon viel Nerven gekostet. Ja, muss man ehrlich sagen. Ja, ich habe graue Haare bekommen jetzt hier, gell? Nein, hat wirklich. Ja, die Lamsenjoch-Hütte hat viel Nerven gekostet. Das, so Ja, die hat- das läuft, ja. Die war eine Herausforderung, jetzt muss ich ganz ehrlich sein. Das Gute ist, dass wir eigentlich das Technische und so haben wir alles im Griff gehabt. Dadurch, dass jetzt doch viele unterschiedliche Leute wieder zusammengekommen sind, haben wir da Schwierigkeiten gehabt. Weil sie hocken ja doch die ganze Zeit aufeinander und da braucht man schon Leute, die das wollen. Also die sagen, okay, ich liebe die Berge und gehe da gerne hoch, weil sonst glaube ich wird das Ganze ein bisschen problematisch. Genau. Na, aber man muss wirklich sagen, jetzt Lamsenjoch-Hütte hat sie wahnsinnig gut gemacht. Die Katrin vor allem, die das leitet, ja hier das Team, die hat einen super Job gemacht. Egal ob technisch oder mit dem Personal. Die hat uns da wirklich ganz großartig unterstützt. Und darum ist es wirklich auch so gut gelaufen, weil die das echt gut gemacht. Ja, Ja. die hat das gemanagt. Genau. Genauso wie der Michi hat das drüben auf der Falkenhütte wahnsinnig gut gemanagt. Also denen zwei ist schon unser großer Dank. Gell? Ja, da muss man echt Wirklich. sagen, Die haben das toll Chapeau, gemacht. Hut ab, das haben sie toll gemacht. Ja. Weil sie auch in eine neue Sphäre geschmissen worden sind Ja. und die jetzt da eigentlich sich schnell zurechtgefunden Finde ich haben. auch. Meine Schwester, die Amrei, ohne die wäre es sowieso nicht gelaufen, weil das Ganze, alles was mit Übernachtung zu tun hat, mit Reservierung, mit Stornierung, mit Gruppen zusammenfügen, auch mit Corona, mit Abstände, das hat die alles toll gemacht. Gell? Und da steckt viel Arbeit dahinter und das macht's hervorragend. Ja. Auch hier ein großes Dankeschön. Habt ihr ja viel gelernt und Ja. läuft es nächstes Jahr ruhiger? Ich denke ja. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, die Leute wissen jetzt schon, auf was sie sich einlassen, wo der Weg hingeht und dass wir immer gleich, wir hätten ja stur auch sein können, zum Beispiel mit der Lieferung und sagen, nein, es werden am Tag zweimal die Hütten beliefert, also die Falkenhütte und die Lamsenjoch-Hütte. Und da ist ja das Team auf uns zugekommen und hat gesagt, es wäre gescheiter, wenn wir so machen, weil es ja doch eine Menge ist, was hier hoch geschafft werden muss. Und das war jetzt eigentlich im Endeffekt die klügere Entscheidung. Ja. Man lernt eigentlich
die ganze Zeit. Aber natürlich gibt es so, wenn jetzt die Jungspuns kommen und jetzt was Neues anfangen, die was probieren, was du aber schon oft probiert hast und nicht funktioniert hat. Gibt's auch. Gibt's auch, ja. Meistens geht was kaputt. Da sind wir dann schon so weit und gesagt, nein, das geht nicht so. Und wir müssen einen anderen Weg oder einen aufwendigeren Weg wählen, weil sonst kostet es meistens richtig Geld. Ja. Und da sind wir schon so weit, dass wir sagen, aber wir nehmen natürlich gerne Kritik oder Vorschläge vom Personal an, weil sie ja auch am Gerät arbeiten und sagen, du pass auf, kann man das nicht so oder so machen, und das machen wir schon gern. Ja. Also das ist, Verbesserungen sind immer da. Ja. Claudia, kommen die eher zu dir oder zum Bertel? Zu mir. Ich glaube, mit mir kann man besser reden. Ja. Also eins muss ich sagen, also ich mache das ja wirklich echt lang. Das liegt mir schon lange auf dem Herzen. Mich hat noch nie einer gefragt, noch nie in meinem Leben, ob er frei haben kann oder Urlaub. Noch nie in meinem Leben. Und das belastet mich. Das ist hart. Ja, ich weiß nicht warum, aber... Warum, Claudia, gehen die zu dir? Einfach, weil du das bessere Herz für... Ich denke, ich versuche wirklich echt alles möglich zu machen, wenn jemand was Wichtiges vorhat, dass man das managt, dass er frei kriegt oder sie. Das ist mir schon wichtig. Das war's dann von unserer Seite vom Bergsommer und schön, dass ihr uns begleitet habt. Wir würden uns wahnsinnig freuen, die noch nicht da waren, wenn sie uns besuchen würden. Es ist immer wieder schön im Karwendel. Würde uns freuen. Servus.